Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Worauf watschen? Ja, wir sollen uns beim Dorfältesten melden. Wir können unseren Ruhm gar nicht richtig genießen von der letzten Episode. Ältester, der Heinz muss hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh, Heinz. Warum nur? Warum hast du das Schwert mitgenommen? Wir werden alle untergehen, du hast die Welt auf dem Gewissen. Nur du allein. Ah ja, hopp, ich davor, dass der Heinz geht. Alle die Hand heben. Weil er im Dorf bleiben steht noch mehr Monster auftauchen. Hau ab. Verschwind endlich. Bist bald fort. Ach Gott, wie nett. Ich will das nicht hier nicht machen, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe ohne findest. Ach Gott. Dir haben wir es dir verdanken, dass all die Dinge geschehen. Oh, ja, danke dir. Und du? Es tut mir leid, aber ich kann nichts für dich tun. Es ist nur deine Schuld. Toll. Solange hier bis zum Maling fahr, verlass uns bitte. Noch so ein gruseliger Schnorres. Benutze Ausgang im Süden. Geh jetzt, bevor noch mehr passiert. Okay, mach ich mal. Was sagst du, Opa? Ich hab dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich machen. Vergib mir. Niemals. So ein kleines Mädel noch. Du gehst bis später. Okay. Die scheint es wohl nicht so zu begreifen. Was haben wir da ohne? 50 Goldmünze kriegen wir auch noch. Schön. Ja, der Sichelarbeiter hat uns ja auch noch was gegeben. Und leider können wir hier die Rüstung vom Opa nicht nehmen und die Schwerter vom Opa auch nicht. Aber auf der anderen Seite, wir haben das geile Mana-Schwert, also besser kann es nicht werden. Ja, das hat wieder noch selber. Und wie man es aus Terranigma kennt. Achso, er sagt was Neues. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber der Mutter hat dich als Baby in das Dorf gebracht, Bu. Schon bald drauf ist er spurlos verschwunden. Hab dich aufgenommen und dich wie ein Sohn geliebt und jetzt trennen wir uns. Hoffentlich wirst deine Mutter ein Tag wieder finden. Leb wohl. Oh, Ersatzpapa, alter Mann. Es erinnert so ein bisschen an das Verhältnis zwischen Ark und einem Dorfältester bei Terranigma. Nur, dass dieser Dorfältester wohl nicht der böse Gott ist. Ach ja. Und jetzt zu dieser Trauermusik geht's raus. Hörst du alles? Ja, schon. Bist aus dem Quilter verbannt worden, hau endlich ab. Ja, um euch wäre ich bestimmt noch trauern, wenn hier alles vor die Hunde geht, ihr Idioten. Ich erinnere mich definitiv an euch, also keine Angst, der Norden vergisst nicht. Kanoni Reisebüro, die sind ach so geil. Kann ich nur jetzt schon hier zu der Kanoni? Gerade mal checken. Ich glaube zwar jetzt noch nicht, aber gerade mal auschecken. Ah doch, tatsächlich schon. Die sind so genial. Kanoni Reisebüro, da sind sie. Ciao bello, wir müssen die Kanoni Brüder. Wir haben fast überall Reisebüro. Nicht haben. Übrigens, Victor hat bereits deine Ticket bezahlt. Falls du zum Wasserpalast willst. Nee, lass mal. Wie du willst, der Wasserpalast ist ja nicht so weit weg. Genau. Und Kanoni Reisebüro heißt, dass man in die Kanonen gestopft und dann irgendwo hingeballert wird. Das finde ich großartig. Aber das machen wir nicht. Hat einen einfachen Grund. Ich will euch die Welt zeigen. Und mit der Kanoni reisen wir noch häufiger. Und zusätzlich mag ich auch einfach aufleveln. Also, ich finde deswegen muss man sich das nicht gerade geben. Heinz erreicht Level 3. Zumindest jetzt noch nicht. Hoch geht's zum Wasserplascht, rechts zum Quelldorf und noch unten noch Pandoria. Aha. Dann gucken wir natürlich erstmal, was Richtung Pandoria kommt. Und wir haben jetzt auch einen neuen Gegnertyp kennengelernt. Das hier. So diese böse Blume, die hier zubeißen. Aber besonders stark sind die natürlich auch nicht. Also gerade am Anfang in dem Gebiet trifft man nicht so harte Gegner.
Oh, da hat was in der Losse. So, was ist denn da drin? Gib deine Schätze preis. Und Gutzel, hast zu viel, Kerler. Okay. Schade. Und unser Waffel... Oh, da ist noch ein neuer Gegnertyp. So ein Pilzkopf. Pilzkopf ist erledigt. Das war ein Crit. Und noch ein Crit. Sehr schön. Unser Waffenlevel sind übrigens abhängig... Ouch. Heinz ist bewusstlos. Nicht so gut. Ja, unser Waffenlevel ist abhängig von dem Status von unserem Schwert. Das heißt, da das Schwert sowieso gerade erst Level 1 ist und wir haben einen Schwertorb erhalten, somit können wir das Schwert auf Level 2 dann upgraden beim Schmied. Und jo, erst dann kann ich auch Waffe Level 2 erreichen. So, Mistviecher. Patsch. Und patsch. Oh, da geht's wieder noch Pandoria hier. Ne? Genau, Quelldorf, Pandoria. So. Wir wollen wohl bei der gute Pandoria vorbeigucken. Ach, wär's doch nur so, dass es die echte Pandoria wäre. Also die YouTuberin. Die ist auch großartig. Aber da steht ein Soldat. Und die Musik ist etwas traurig. Erwischten Fremde. Und Fremde wollen wir hier nicht. Okay, also hier ist es tatsächlich noch etwas ländlicher als in Quelldorf. Wenn ich doch schon am Eingang gesagt krieg, Fremde mögen wir hier nicht besonders. Wo ich in der letzten Episode schon gesagt habe, dass mein Quelldorf angeblich so drauf ist. Aber na gut, die Leute in Pandoria sind ein bisschen härter. Stimmt, so richtige Rednecks dort. Heilkräuter, sehr schön. Das können wir dann gegen Vergiftungen und sowas gebrauchen. Ich finde es auch geil, dass man Gegner schieben kann. Ach ja. So, komm her, du Pilzkopf. Du gibst wenigstens noch ordentlich Erfahrungspunkte. Zack. Und schon ist er geplatzt. Und patsch. Und patsch. Und nochmal auf die Schniss. Und auf der Wäsching gibt's. Und weg ist er. So, du musst mal immer warten, bis die Zahlen verklungen sind, bis die Schadenspunkte verklungen sind. Weil eventuell dann Kiste erscheinen. Und die Kiste erscheinen halt nur, wenn die Schadenspunkte abgelaufen sind. Der Gegner ist geplatzt, die Schadenspunkte halten noch eine Weile und erst dann kommt potenziell die Truhe. So. Heilkräuter, sehr gut. Anscheinend haben sie gecheckt, dass ich zu viel Gutzel habe und deswegen gibt es jetzt Heilkräuter. Und patsch. Och Mist. Komm schon. So, jetzt geht er. Utsch. Heinz ist vergift. Das sehen wir auch ohne in seinem Charakterbild. Er hat ein blaues Gesicht und seine Spielfigur, die ist jetzt auch blau. Und dann machen wir mal Heilkräuter. Das sieht nämlich gar nicht gut aus. Und jetzt sind wir wieder in einem schönen, rosa, braune Tar. Perfekt. Jetzt wissen wir auch, was diese neue Gegnertype hier können. Quatsch. Da kommt noch einmal auf die Schniss. Und weg ist es. Also, Wasserpalast, Quelldorf oder Pandoria. Quelldorf und Pandoria sind wir ja nicht willkommen. Die feine Herrschaften wollten uns ja nicht. Und patsch. Autsch. Voll reingerannt. Nein, dieser Pilz vergeht sich an mir. Komm her, du. Ekliger Kerl. Dir werde ich beibringen, dich an mir zu vergehen. Während ich bewusstlos bin, auch noch, du Sau. So, wo geht's dann hier? Gefahr, hungrige Goblins. Okay, interessant. Autsch. Ich muss aber auch in jeden Gegner anscheinend reinrennen, wie es aussieht. Ah, Mann. Und was gibt's dann hier Schönes? Zum Wucherkater. Perfekt, zu dem will ich. Der Wucherkater ist eine Figur, die hier häufig hervorkommt. Raffi heißt er, glaube ich. Wie raffgierig dann. Heilkräuter. Sehr schön. Und beim Wucherkater zahlt man etwas mehr. Aber dafür hat er so ziemlich jede Ware parat, die man so standardmäßig braucht. Und manchmal hat er auch richtig tolle Sache, Ausrüstungsgegenstände. Ja, es ist ein Katzemensch, ein Violetter. Brauchst etwas? Zum Beispiel Raffi, genau, ich hab's noch richtig im Kopf. Du gibst einiges. Was magst du dann?
Handel wäre ganz cool. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. Okay, dann kaufen wir doch mal ein. Was hast du dann Geiles? Gutzelhorst, Armband, das klingt doch toll. Puschelmütze, die kann ich aber nicht tragen. Das ist eher für die zwei Frauen, die noch kommen, so wie die Haarschleife. Stirnband habe ich schon. Und das Armband, das hole ich mir doch schon mal. So, dann... Das Zeug könnte ich eventuell auch holen, aber ich will nicht so Verdacht kaufen, dafür kostet das alles zu viel. Und das sind die Standardware. Bonbon, das macht... heilt der wenigste Schade. Das Lebenswasser, das heilt entweder völlig, aber im Dorf hat man 150 Goldmünze gezahlt und hier beim Wucherkater 300. Also man zahlt schon wirklich teuer für sein Schampel. Dann Heilkräuter, 18 doppelte Preis. Haben wir herausgefunden, was die machen. Die Walnuss ist eh schon teuer mit 500 und hier 1000. Das regeneriert Zauberpunkte, die Mana-Punkte. Honig, wie bei Secret of Evermore 8, heilt sehr viel Schade und die Schokolade, die heilt auch viel Schade, aber der Honig am meisten. Okay. Noch etwas? Nö, erst einmal nix. Wiedersehen. Okay, Kätzel. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns häufiger im Spiel. So. Armband gibt uns auch nochmal einen Rüstpunkt mehr. So. Und ihr seht hier 3 Better. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Mitspieler. Bei uns früher hießen die immer, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in der letzten Episode schon gesagt habe, hießen die immer standardmäßig, als man das als Kinder gespielt hat, meine Schwester und ich, John, Liz und Ölöps. Also die Koboldin hieß immer Ölöps. Ich weiß bis heute nicht, warum meine Schwester oder wie meine Schwester auf den Namen kam. Ich kann es immer noch nicht sagen. Aber keine Angst, ich werde die Namen nicht verwenden. Ich mache ja hier das Pelzer Let's Play. Heinz erreicht Level 4. Sehen wir mal, hätte ich jetzt dort geschlafen, hätte ich sehr viel teuer Geld ausgegeben dafür, dass ich jetzt sowieso ein Level erreicht habe und dadurch sowieso wieder volle Kraftpunkte gekriegt habe. Also manchmal muss das echt nicht sein mit dem Übernachter. So, Heilkräuter gibt es auch noch oben drauf. Sehr geiler Scheiß. Jo, aber wie gesagt, da das ein Pelzer Let's Play ist, kriegen die hier andere Namen verpasst von mir. Das auf jeden Fall. Die kriegen alle Pelzer-Namen. So. Oh, was geht denn hier ab? Was bist denn du für einer? Mit einer Peitsch können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Ach, Männer, Tura Otterstadt oder was? Der Fußballclub. Das ist der Obersthagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Okay. Was mit dir? Obersthagen angetreten. Company, Marsch! Obersthagen sieht aber auch sehr feminin aus, muss ich sagen. Okay. Die sind anscheinend hier irgendwo rein. Wo seid ihr hier? Wo seid ihr hier? Einfach in die Mitgeher. Das ist ein Teleporter. Aber der ist jetzt nicht wichtig. Zu der Tura Otterstadt müssen wir erst später. Und da können wir nämlich mit einer Peitsch dann rüber. Aber erst einmal eine Peitsch finden, ne? Edge. So, das kommt auf jeden Fall alles noch. So. Dann sind wir jetzt hier beim Wasserpalast, wie wir schwer erkennen können. Das Gebiet vom Wasserpalast wird später auch noch sehr wichtig sein. Gerade mal angucken. Der unsichtbare Kraft blockiert der Eingang. Okay. Also da können wir jetzt noch nicht hier. Aber das wird auf jeden Fall noch wichtig sein. Wichtig sein. Aha, der feine Herr kennt Worte. Okay, dann gehen wir jetzt mal da hoch. In der Wasserpalast. Auf geht's, Heinz. Alle hopp. Ich finde es aber interessant, bei der Version heißt der Schutzpatron vom Wassertempel Aquaria. Früher bei meiner Super Nintendo Ausgabe erinnere ich mich noch, dass der Patron Frosta hieß und nicht Aquaria. Da haben wir ja nämlich früher immer diese Witze gemacht, Frosta ist für alle da und so weiter. Also definitiv, früher hieß der Wasserpatron noch Frosta. Ah, okay, da kommt man nicht hoch, weil da was ist. Ah nee, Quatsch, Aquaria. Aquaria ist die Hüterin. Frosta ist der Schutzgeist. Entschuldigung. So, und jetzt? Hey Süßi, wo ist denn die Aquaria? Oh Jesus, wie peinlich. Servus Aquaria, schön dich mal wieder zu sehen. Willkommen. Hier, du als Figur dargestellt wird. Das soll Aquaria sein, die 200 Jahre alt ist?
Ja, die hat sich gut gehalten vor ihr 200 Jahren. Und ich finde, die Figur sieht aus, als hätte sie rote Haare und wird verdammt creepy grinsen. Aquaria, überall sind Monster. Der Budo hat gerade uns erledigt. Ich weiß, Ebbe und Flut haben wir bereits die schlimme Nachricht gebracht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer. Deswegen hat der Buach das Schwert aus dem Städt ziehen können. Das wiederum erweckt die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen das Schwert, die Kraft vom Mana-Schwert zu stehlen. Leckt mich fett, noch mächtigere Monster als Pogo-Puschel, Pilzköpfe, Tulpe und Sichlor? Sichlor-Beta hieß der. Entschuldigung, Sichlor ist das Pokémon. Erst wenn die Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe von der Waffe-Orbs wieder reaktivieren. Der erste Orb hast du bereits vom Sichlor-Beta erhalten. Aber es gibt noch mehr solche Orbs mit Mana-Energie fürs Schwert. Such jemand, der mit deiner Orbs dein Schwert stärker machen kann. Okay, klingt doch soweit gut. Kann ich irgendwas machen? Okay, ich kann rumlatschen. Aquaria hat mich alles gelehrt, was man wissen muss. Ich habe von ihr über die Mana-Energie erfahren, die die Welt beherrscht. Ah, mach Sache. Muss schon was lernen können, Kerl. Begib dich ins Imperium, Victor. Die planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meine etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz von Mana-Samen da sind. Sie haben's auch schon auf das Samen in dem Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dort hier und warn den König. Alle hopp. Und du, Heinz, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die beste Waffe von Welt, wo gibt. Vielleicht kann einer von den Zwergen auch der Schwert mit dem Orb stärker machen. Im stärkeren Schwert erhöht sich auch der Kampfkraft, wie ich meine. Und außerdem, wenn ich wirklich alle Orbs habe, dann kann ich ganz zum Schluss wirklich das legendäre Mana-Schwert so reaktivieren. So. Heinz, wovor hast du denn so Angst? Vor der Festung vom Schwert? Ach, ich würde nur sagen, vom Schwert, das haben wir ja ständig bei uns. Das ist das Mana-Schwert, aber was hat seine Kraft verloren? Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum hat es dann gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Und wie? Was muss ich davor machen? Du musst beweisen, dass du es wert bist, das Schwert zu tragen. Jo, Allah. So, und jetzt berührst den Mana-Samen mit dem Schwert. Okay, machen wir doch einfach mal. So. Du bibbert da der Same und zittert einmal hoch. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und das Same ineinander verschmolzen. I. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft von dem Samen nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 von den Samen. Von den Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Hier hast du Lanz. Die wurde früher von dem Mana-Ritter benutzt. Lanze erhalten. Yay. Da unser Schwert sowieso gerade Maximum-Level hat, wäre es gar nicht so schlecht, mit der Lanze zu kämpfen. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie die. Such überall danach. Ich gebe dir Kraft. Das Spiel speichern? Ja klar, du bist mal Erste hier, was das Spiel speichern angeht. Selbstverständlich machen wir das doch. Sehr geil. Zunächst sollst du zum Elfenteich gehen. Dort musst du noch im Lavatempel gucken. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Wenn sie uns reinlassen, von wegen Fremde und so weiter, ne? Okay. Die lädt uns immer auf und bei der können wir immer speichern. Das ist schön. Okay. Das heißt, es gibt noch mehr Mana-Waffe und es gibt noch mehr Mana-Samen. Insgesamt 8. Bei der Waffe ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Ich glaube, das sind 8 Mana-Waffe, die es gibt. Also wenn hier in dem Spiel Mana vor irgendwas steht, das macht alles besser. Das ist alles dann toller.
Also wenn du dann auch so gesagt kriegst, magst du einen Mana-Apfel essen, dann weißt du genau, das ist legendär und ganz toll. So. Renne geht auch nur bis zu deiner Treppe. Ab dann stoppt er auch automatisch. So. Alle hopp, ihr liebe Leute, ich steht Sache. Das war's mal wieder für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Ich freue mich schon echt auf das Let's Play und das zusammen mit euch zu spielen und die Fortschritte zu begutachten, die wir noch machen werden. Gebt doch einfach Feedback, gebt einen Daumen hoch, gebt ein Abo, wenn es euch gefällt. Ich danke euch für alles und wir sehen uns morgen wieder. Machen's gut bis dahin. Euer Yankee.